komme ich heim und was hat es denn da bei mir daheim? Ist heute Kindsland? Das ist ja der Glöckchen-Zug. Oh, Kinder sind ja auch da. Oh, das ist ein Les. Wer ist denn da? Hallo? Ist Lola? Lola? Bist es du? Ja, Muse. Ui, was machst denn du? Oh, wow. Lola ist da und Nana. Was macht denn ihr da? Ferien? Oh, ich habe auch Ferien. Sind ihr bei mir in der Ferien? Ja, ist ein bisschen langweilig im Kidsland. Aha, und darum kommen wir zu mir? Ja, Tabea hat gesagt, ich darf. Ja, da hat Tabea recht. Das darfst du. Hast du Nana auch mitgenommen? Mhm. Wo ist sie denn? Sie hat noch ein bisschen Angst. Ja, sie kennt halt mein Zuhause nicht, gell? Hallo Nana, schön bist du da. Hallo. Was hat's da für Tierli? Oh, du hast schon gesehen, gell, bei mir hat es Tierli. Und weisst du was? Die habe ich eben heimgenommen vom Kindergarten, weil im Kindergarten ist auch gerade Ferien. Und jetzt sind sie bei mir daheim, dass sie nicht so allein in der Ferien sind. Hast du auch gesehen, Lola? Ja. Was ist denn da? Du mal gut hören, die Ohrenspitze. Nicht schauen, Ohrenspitze. Etwas suchen Pfeife. Schau mal, das ist ein Amsel. Hallo Amsle. Aber es hat noch mehr. Ich zeig dir noch mehr, schau mal. Ein Rotbrüstchen haben wir auch noch. Das ist aber laut. Das ist mega laut. Das ist ein bisschen ein lautes Rotbrüstchen, da hast du recht. Hast du noch mehr? Schau mal, da jetzt noch einen. Oh, der gefällt mir, der hat schöne Farben. Hallo? Wer bist du? Das ist ein Spatz, Lola. Der findet die Leute sonst nicht so einen schönen. Mal, schau mal, der hat so schöne Federn. Wow. Und der tönt anders. Anders als der da unten. Du meinst die Amsel? Ja, genau. Und der andere auch nochmal. Wie heisst jetzt der andere schon wieder? Rotbrüstchen oder Rotkehlchen kann man sagen. Schau mal, wie es da vorne so schön rot ist. Ich bin auch rot. Bin ich auch ein Rotkehlchen? Ja, nicht ganz. Du bist doch die Lola, ein Schäfli. Aha. Oh, aber also, wieso tönt denn jeder Vogel anders? Oh, Lola, weißt du was? Gott hat sich etwas ganz Gutes überlegt. Er hat gedacht, damit wir wissen, welcher Vogel das pfeift, gibt er jedem eine andere Stimme. Aha, du meinst so, wie ich anders rede als ein Giraffe zum Beispiel? Ja, das ist definitiv anders. Oder als ein Elefant? Ja, der tönt auch nochmal anders. Oder als du? Ja, ich töne auch nochmal anders. Das ist ja so. Jeder hat seine eigene Stimme und seine eigene Sprache bekommen. Das hat Gott gemacht. Er hat sich ganz viel dabei überlegt. Weil sonst, wenn wir alle gleich wären, dann wäre es schön langweilig. Aber Gott hat wollen, dass wir alle besonders sind. Jedes Einzelnes besonders. Oh, wow! Da kommt mir gerade das Lied in den Sinn, Lola. Ich sing's dir mal vor. Wer hat all die Vögel gemacht? Oh, ich kenn's! Unser große Gott! Genau! Wer hat all die Tierli gemacht? Unser große Gott! Singen müssen wir noch üben, Lola, aber sonst ist es gut. Das stimmt, Gott hat es gemacht. Oh, darf ich jetzt mit den Vögeln spielen? Du darfst spielen, aber musst ein bisschen aufpassen, gell? Weißt, die Kinder müssen auch immer vorsichtig sein. Okay, also ich sage den Kindern noch schnell Tschüss und dann spiele ich. Ist gut? Das ist gut. Sagst du noch Tschüss, aber zuerst. Ciao Kinder, ich spiele mit den Vögeln und wir sehen uns nächste Woche wieder. Also darfst du mit den Vögeln spielen. Hä? Gehst mal schauen, was es noch für dich hat. Oh, und Nana, die ist am Füßeln. Ich glaube, ich lasse sie gerade in ihrem Bett ein bisschen füßeln. Wir sehen uns nächste Woche wieder, Kinder. Oder die Lola sieht euch wieder. Und sie erzählt euch dann gerade wieder, was sie sonst noch für Abenteuer erlebt. Ciao miteinander.